Grüß euch Quetschen, Freunde. Dieses Video, das ist jetzt eine Zusammenfassung von meinem heutigen Tag und gleichzeitig eine Vorschau auf die nächsten 1-2 Wochen. Denn ich war heute den ganzen Tag im Videostudio und habe Lernvideos produziert. Und was dabei rausgekommen ist und welche Stücke das sein werden, die heuer kommen, das könnt ihr euch jetzt in diesem Video anschauen. Aber das erste habe ich schon begonnen, der Little Drummer Boy. Der Little Drummer Boy, eine coole Nummer, auf die hat mich letzte Woche jemand gebracht in einem Livestream. Und ich habe das auf der Harmonika probiert und das ist richtig so eine zackige Nummer eigentlich, die aber gleichzeitig wunderbar zu Weihnachten passt. Was ich auch produziert und aufgenommen habe, das ist mein persönliches Lieblingsweihnachtslied. Und anders. Zuerst kommt noch etwas anderes und zwar machen wir als nächstes im Vergleich zu diesem eher zackigen Lied jetzt ein sehr besinnliches Stück, das sehr einfach gestrickt ist, aber gleichzeitig wunderschön ist und für Gänsehaut sorgt, egal wo man es aufführt. Vielleicht kennt das wer. Du kannst dir mal in die Kommentare schreiben, wenn du das Stück kennst. Hinterher werde ich dir dann sagen, ob es stimmt oder nicht. Wer hat dieses Stück erkannt? So viel sei verraten, das Ganze kommt, wenn man den Informationen, die man so findet, glauben darf, aus Südtirol, aus der Sterzinger Gegend. Und zwar ist es der Andachtsjodler. Den Andachtsjodler, den gibt es
ebenfalls wahrscheinlich, wenn du das Video anschaust, bereits als Lernvideo in der Quetschen Academy, so wie auch alle anderen. Denn wenn ich das YouTube-Video jetzt produziere, dann werden die anderen Videos bereits geschnitten im Nebenraum und warten nur mehr darauf, dass sie hochgeladen werden. Also wir haben jetzt dann mittlerweile schon über 20 Weihnachtslieder in der Quetschen Academy und das sind 2 von den neuen. Und dann habe ich gesagt, mein persönliches Lieblingsweihnachtslied momentan ist eigentlich kein klassisches Weihnachtslied, sondern es ist tatsächlich ein Lied von den Zillertaler Schürzenjägern, oder zumindest die bekannteste Version ist von ihnen. Und das ist eine Weihnacht, wie es früher war. Weihnacht, wie es früher war. Und das nächste Stück, heute geht es Schlag auf Schlag mit Musik, das nächste Stück, also das kennt wirklich jeder und wer das nicht kennt, der hat ein Herz aus Stein. Ganz so krass würde ich es vielleicht jetzt nicht formulieren, aber glaub mir, du wirst das Stück sicherlich schon mal irgendwo gehört haben.
Rudolf, das Rentier mit der roten Nase, bitte. Er hat zwar keine rote Nase, aber er hat ein künstliches Hüftgelenk. Das scheppert hin und wieder ein bisschen. Also, Schmerzen? Keine Schmerzen. Das ist also Rudolf, das Rentier. Gibt es ebenfalls als Lernvideo. Und das Skandal, die Sensation in letzter Zeit, das war überhaupt... Ah genau, die Frage ist aufgetaucht, warum ist dieser Quetschen Academy Sticker auf der Harmonika drauf? Das ist wirklich, das hat überhaupt keinen Hintergrund. Lediglich beim letzten Quetschen Academy Seminar hat mir jemand diesen Sticker da hinauf geklebt und der Aufkleber, der ist jetzt da drauf und irgendwie eben einfach drauf lassen. Die Harmonika geht deswegen gleich gut, wenn nicht sogar besser. Und das nächste Stück, das kennt ihr alle. Und da gibt es wirklich auch eine Sensationsversion dazu. Und man glaubt es kaum, was es alles gibt. Und es gibt ja nichts, was es nicht gibt, bekanntlich. Und zwar habe ich einen Anruf erhalten vor, wie lange wird das her sein? 2 Wochen? 2 Wochen. Da fragt mich jemand, ja, du hast ja diese Harmonika-Version von diesem Stück auf YouTube. Darf ich da was draus machen? Sag ich, bitte bedien dich, machen wir was gemeinsam. Und daraus entstanden ist dann wirklich eine Version eines Weihnachtsliedes, die auf Facebook, auf Instagram und überall momentan noch viraler geht als unsere eigenen Videos. Und zwar ist es die Remix-Version von, wer kennt es schon? Die meisten werden schon mal was gehört haben. Falls nicht, googelt das unbedingt, Last Christmas Quetschen Academy, dann kommt diese Version als zweites oder als erstes. Auf jeden Fall gibt es jetzt eine Remix-Version mit dem Günther, DJ Ostkurve, und der hat da richtig fette Beats reingemacht. Das könnte man sich nicht vorstellen und ich war auch nicht ganz überzeugt, bis ich das dann selber gehört habe, und das muss ich echt sagen, der hat da eine Version daraus gezaubert. Da wird die steirische Harmonika, da wird unser heißgeliebte Quetschen wieder noch mehr salonfähig und durch alle Après-Ski und was weiß ich, wo es halt so richtig rund geht, da wird das gespielt werden. Und die Harmonika-Version dazu, die gibt es natürlich schon seit einem Jahr bei uns auf der Homepage zum Lernen, und das ist wirklich eins der coolsten Lieder überhaupt auf der Quetschen, finde ich, und das ist Last Christmas. Und trotzdem ein Fehler.
Last Christmas. Und jawohl, wie gesagt, es gibt es auch als Lernvideo bei uns. Eines oder wahrscheinlich das beliebteste Weihnachtsstück nach Stille Nacht. Und wie gesagt, momentan irgendwie in den Amazon-Charts vertreten und was weiß ich, wo noch überall. Ich bin begeistert und jetzt, okay, stimmt, das mag ich auch gern. Jetzt wollte ich das Video gerade beenden. Da hat mir der Thomas eingeflüstert, ich möge doch noch ein Stück spielen, ein besinnliches. Und weil es gut passt und am Sonntag der erste Advent ist, da machen wir noch die erste Strophe von... Gibt natürlich auch zum Lernen das früheste Lied, das du brauchen wirst. Wir sagen euch an den lieben Advent und seht, die erste Kerze brennt. Das ist schon diese Woche soweit und zwar am Sonntag, dem 1. Dezember. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bei mir ist es jetzt Abend. Beziehungsweise generell eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, eine ruhige vor allem, denn die Vorweihnachtszeit ist ja bekanntlich nicht die stillste, sondern die hektischste Zeit im ganzen Jahr. Und eins vorweg, bleibt ein bisschen dran, im Advent gibt es von der Quetschen Academy einige coole Dinge. Da darf ich aber noch nicht vorgreifen, sonst hat mir der Thomas bei den Ohren und macht mir einen Knoten hinein und hängt mir dann da oben beim Licht auf. Jedenfalls am 1. Adventssonntag gibt es schon eine coole Sache. Den 1. Dezember würde ich mir an eurer Stelle notieren. Und bleibt dran, eine schöne Vorweihnachtszeit und wir sehen uns bestimmt beim nächsten Mal oder schon im nächsten Video. Pfiat euch, bis bald in der Quetschen Academy.